Dankschein findet ihr Buchharchen Eihe ab einen Stein, geschrieben von Jimmy Evans, übersat und Rütgeschenk von Lebenswasser. Hier ist ein Kapitel für Vandel. Aufteilung Feier, Kapitel 20. Fähigkeiten für sexuelle Scheingonen. Von alle die Kräfte, wat Mannen für die Taubtraken in ein ihre Lebensvergnügen anbringen, ist kein gerade aus sexueller Neuheit. Von Gott ist dort geplant für beides, Scheingonen und Vermehrung von der Menschheit, und Sex ist die allgemeine Sprache von Leib. Aber von Anfang von der Menschengeschichte an ist Sex auch ein von den sämtlichen Schwachheiten gewesen, wat am dollsten uitgenutzt ist worden. Dit mit der Wahrheit taub, dass wir in so einer unmoralischen, verfehlten und verleideten Gesellschaft leben, verlangt dort von uns, dass wir informiert und sorgfältig sind, indem wir in diesem wichtigen Teil von der Ehe Erfüllung sehen. Um die Natur und Wichtigkeit von sexueller Neuheit zu verstehen, müssen wir erstens beholen, dass es Gott wir, was diese Freiheit erstens erschaffen hat. Gott will, dass wir das Vergnügen haben sollen. Er will auch, dass Mann und Frau eine sehr tiefe persönliche Aufteilung von ihr Leben miteinander teilen würden, was den Tod bringen wird, indem dort Intimität und jenseitige Zufriedenstellung bringen wird. Daher mögt Gott Sex. So ist es dass auch mit allen anderen Dingen tut, was Gott erschaffen hat, so dass er hier auch alles, was er kann, dort zu verdrehen und dort für uns verdorben zu bringen. Deswegen hat Gott uns in seinem Wort gesagt, wo wir uns Bedürfnis für Sex erfüllen, und dabei aber dort verleidende Verdorben, was alle wir in uns ist, vermeiden können. Zu verstehen, wo wir die geschlechtlichen Bedürfnisse und Verlangen in der Ehe erfüllen können, während wir die Aufteilungen von geschlechtlichen Teilnahme vermeiden, was Gott an sein Wort verboten hat, müssen wir erstens weiten, was Gott gesagt hat, was wir nicht zu tun haben. Das sind die 6 Sorten von geschlechtlichen Verhältnissen, was Gott verbietet. Nummer 1. Sex buiten der Ehe. Ehebruch, Hurerie. Nummer 2. Sexverhältnisse mit dasselbe Geschlecht. Homosexualität. Nummer 3. Sexverhältnisse mit einem Glied von deiner Familie. Blutschande. Nummer 4. Sexverhältnisse mit Ungeheure. Nummer 5. Sexverhältnisse mit Tieren. Nummer 6. Sexuelle Verstellungen oder Verlangen für andere als dein Partner, was in Gottes Augen als Ehebruch gilt. Alle Art von Pornografie und alle lustvolle Verstellungen, was sich am Verstand mit wirklichen oder vorgestellten Frühes oder Männern aufspielen. Benner die Grenzen, was Gott darum Sex gestellt hat, sind wie frei Sex mit den anderen zu genießen. Gott ist nicht einer, was sich verführt, wenn dort am Sex geht, und Sex ist nicht schwinsch. Dort ist eine wundervolle Erschaffung Gottes, um uns Scheingonen und Vergnügen zu geben. Die Ursache, wieso er diese gewisse Verhältnisse verboten hat zu tun, ist nicht wegen er was Gutes von uns wegholen will. Dort ist nur wegen er weiß, dass es verdorben ab die kommt, was diese Dinge üben. Wenn wir dann an Gott vertrauen und die Begrenzungen annehmen, was er auf unsere sexuellen Verhältnisse gesagt hat, können wir mit großer Scheingonen das sexuelle Vergnügen in der Erfüllung einer Ehe noch gehen. In der Eheberatung durch die Jahren in einem Ungerechten und Eheseminare, was Ungerecht über Sex mit anschlitt, habe ich viele Fragen von Ehepaaren über ihre sexuellen Übungen gehabt. Zum Beispiel haben viele Ehepaare Fragen gehabt über mit dort Müll sexuelle Befriedigung geben, sexspieltig oder andere Sachen, wo die Bibel nicht direkt von redet. Wenn sie mich so fragen, gebe ich diese Antwort. Erstens, kein Prediger oder irgendwas, wer hat das Recht, jemand zu sagen, was recht oder recht ist, wenn das nicht in der Bibel davon redet. Ehepaare müssen so eine Dinge selbst entscheiden. Wenn sie über diese Dinge Entscheidungen machen, was nicht klar in der Schrift verboten sind hier was wichtige Fragen, um in Betracht zu nehmen. Nummer 1. Mag das Einheit in Intimität mehr? Nummer 2. Ist das Sound, was ihr beid scheingeht, oder wenn Sound, was ihr beid mit an sind? Partner sollen nicht gezwungen werden, irgendwas zu tun, was sie nicht wollen. Nummer 3. Ist das reinlicherweise und körperlich sicher? Nummer 4. Kann ich das mit ein klares Gewissen für Gott tun? Gott ist nicht erschrocken wegen Sex, und er schämt sich auch nicht davon. Aber, nur die Schrift noch, wenn wir irgendwas nicht im Glauben tun können, ist das sind. Nummer 5. Würde ich wählen, dass meine Kinder das einen Tag in ihrer Ehe üben würden? Wenn eine sexuelle Tod diese Fragen positiv besteht, dann soll es keinen Trouble haben, die in der Ehe not zu gehen. Aber wenn dort nicht, dann soll je wieder darüber beten,
oder einfach entscheiden, dort nicht zu tun. Behol dort die wichtigste Sache von Sex nicht dort ist, was es für die persönlich tät, aber dort ist, was es zwischen jünd als Ehepaar tät, und zu jeder Partner sein Gewissen für Gott. Und dat ewige Part von dit Kapitel, wo ich gewisse Probleme behandeln, wat am Geschlechtsverkehr vorkommen, verbeit, Männer und Frühes, und auch wat Vorschläge machen, wat helfen können, dat jeder Partner seinen oder ihren Partner erfüllen kann. Wenn Männer im Allgemeinen auch einen stärkeren Appetit für Sex und ein Bedürfnis haben, dit Verlangen an die Ehe zu erfüllen, haben die wat größere Probleme. Dat erste ist falsche Information und Verführung. Als 11 Jahre jung ward ich bekannt mit Pornografie. Ein Nober hat Totritt zu den Playboy-Zeitungen und jeder Monat wird eine Gruppe von uns Jungs taub kommen, um die Nähe zu bekicken. Wat von der Älteren weisen die Jüngere sogar, wo sie sich selbst befriedigten oder durch die Füße holden. Von dann war ich mich befriedigt, wie ich regelmäßig mit an, wenn Jungs unter sich Geschichten vertelten, über was sie mit Sex alles uitgefangen haben und wo mehr und mehr Pornografie überdeelt kam. Dadurch kam auch noch dort, dat über TV in andere Städten kam. Daher wird das so, dat ich bin mit mir alles spazieren dono kijkt, wo noch all dat wir doen können, wat ich durch all die Jahren gesehen und gehört hat. Dat Problem aber wir, dat ich von der Pornografie wie fehlgelogen und falsch informiert worden. Pornografie ist nicht eine Wirklichkeit. Wenn du auch eine schmacke junge Frau sitzt, wat einen wunderfeinen Körper haft, oder die sitzt ein heiter Film mit all die Dinge, wat die andrehen, musst du dat verstehen, dat dit nicht eine Wirklichkeit ist. Die schmacke junge Frau in Playboy und andere Männerzeitungen haben nicht Kinder gehabt und ihre Bilder sind auch bearbeitet worden, dort ihre körperliche Fehler bedeckt sind. Die mediales Kriegen betont für sich abstahlen. Wenn dat erst vorig ist, fahren sie in Hüs nur die Wirklichkeit. Kriegst du es dort mit bekannten Pornstars. Wenn sie im Film mit kreuzen, stehnen und andere Leute machen, spielen sie wat auf, eine Vorstellung für Geld. To viele Männer waren sehr beeinflusst von der Sexindustrie, wat von Geldmachen gedreven wird. Du geht dort nicht, um die Wahrheit über Sex und Ehe zu bringen. Das Einzige, was diese Industrie will, ist Geld machen. Was immer Geld machen wird, waren sie wiesen. Die Sexindustrie hat gelehrt, dat sind ihre Produkte am besten verkauft. Die Pornindustrie lockt Männer mit ein verdrehtet und ungesundes Produkt. Wenn die dort Angelsteig anbieten, waren sie sicherlich von was sie seinen beeinflusst worden. Als ein Beispiel von den Gefahren von Pornografie, weil wir John seine wirkliche Lebensgeschichte bedenken. John, nicht sein wirklicher Name, ist ein reisender Handelsmann, was regelmäßig an Hotels und Motels danach blieft, wo Films für Erwachsene gewesen waren. Ungefähr 3 Jahre trägt fiel er in der Gewohnheit an, pornografische Films zu kicken. Wenn er sexuell angeregt wird, über was er sagt, kam er in Haus und versucht seine Frau zu kriegen, dass sie dort deed, was er in den Films gesehen hat. Wird das aber jeden an. Seine Frau hat am Vorher durch ihre Ehe sexuell gut befriedigt, aber er dachte, dass die nie Weg von was tun, was er von den Films gelehrt hat, würden ihr sexuelles Verhältnis verbessern können. Als John seine verdrehte Vorstellungen von sexueller Erfüllung anfangen zu verkräumeln, wenn seine Frau durch so einen Aufschub gehen hat und nicht teilnehmen will, ran er an ein Problem nach. Würde er singen, indem er seine Frau bematten wird mitzumachen, oder vielleicht durch dem, dass er bei sie der Ehe gehen wird, um seine Vorstellungen durch Huren oder Ehebruch zu erfüllen, oder würde er die Falschheit von seinen Weh anseinen in Halb sehen. Dankbarerweise sagt John Halb bei seinem Pastor, und er in seiner Ehe werden geheilt. Aber da sind noch Millionen von nicht geheilte Johns aller Wehen. Wenn das auch vollkommen reicht ist, mit ihnen Partner geschlechtliche Bedürfnisse in Janka Schmerz zu teilen, soll das nicht Pornografie oder Schwinscheleie sein, was die Verlangen ansteckt. Die vandaagse Sexindustrie verursacht, dass Männer ihre Frühe brucken, nicht leben. Die trifft Männer auch dazu, ihre selbstsicher Lasten zufriedenzustellen und steht, dass sie selbstlos eine frühe Bedürfnis erfüllen. Das Licht zu sein, die meiste Information, was an Pornografie über Sex zu finden ist, kommt aus das tiefste Loch von der Hall, und das ist die einzige Stadt, wo das hingehört. Männer, wenn ihr an Pornografie verwickelt sind, seid rauszukommen. Dort wird ihr Leben in ihre Ehe verdorben. Und wenn du versucht hast, deine Frau so wie zu kriegen, dass sie deine Filme ja ihr Verhaulen nur kommen soll, oder deine sämtliche Vorstellungen nur kommen soll, dann hier ab und dreh dir nur Gott. Mit den Hort nur Gott gedreht, teil deine geschlechtliche Bedürfnisse abrechtig mit deine Frau mit, und sei dass du ihr gefallen wirst.
Lot dort doen wo zij zich makkelijk feilt, indem dat die met gouden wellen dienst en verzeegst ihre Bedürfnisse te erfüllen. Wanneer du dort wirst du blijvende Erfüllung finden en een Verhältnis, wat die eine Lebenszeit van Scheingonen en nicht weit durchbringt. Wat du nicht weißt, kann die weit doen. Ein anderes Problem, wat Männer en sexuelle Sachen haben, ist anweitend zijn über wo früher geschlechtlich sind. Die Ursache ist, dass Männer denken, dass früher im Grund meist so sind als Männer. Daher wollen sie, dass früher davon angedreht worden, wenn sie ihren nackten Körper seien. Sie erwarten, dass ihre früher Krieg so hastig an- und uitschalten als sie. Sie wollen auch haben, dass ihre früher jedes Mal beim Live-Machen eine hohe Bauchspetzerfahrung haben. Das tut mir leid. Die Erwartungen werden nicht passieren, wie in früher und das Geschlechtliche sehr anders sind als Männer. Bemerkt diese Liste von ein Schreiben von einer Frau in einer landesweiten Zeitung über 6 Geheimnisse, was früher Menschen dort Männer wussten. Nummer 1. Scheine Sex fängt für eine Frau mit ihr Leben als Ganzes an. Nummer 2. Für viele Frühs ist Vertalen dort, was andreht. Nummer 3. Aufmerksamkeit nur Sex haben kann für eine Frau ihre Zufriedenstellung lebenswichtig sein. Nummer 4. Frühs haben nicht sexuelles Anschieren und Nahtseinen mit jemand neidig. Durch eine persönliche Erfahrung in meiner Eheberührungsarbeit weiß ich, dass das Empfinden die Wahrheit ist. Aber diese 6 Geheimnisse lassen Männer kalt durchstehen, während sie wollen, dass früher ihre 6 Geheimnisse so was aus das löden. Nummer 1. Pust ab 45 Grad an mein Uhr nennen. Nummer 2. Kneip den Hahn sacht ab, indem ich nur den schmackgeformten Körper stohe. Nummer 3. Pack mi wild an und schmied mi eine Schlupfstoff rum, so als ein wilder Spieler. Nummer 4. Strick wild über meinen Körper mit den roche Griese hängen. Nummer 5. Sei mi nicht verrückt, dass die Sex jankert. Ich gleich dort, wenn du von der Arbeit nach Hus kommst und mi den ganzen Abend nicht bemerkst, und dann nehm ich mit heitem Wellen gerot für die Schlopen gehst. Körperlich und gefeilisch antworten früher ganz anders zu Sex als Männer. Eine Person sieht, dass so ist das. In der Welt von Sex sind Männer Microwave-Ovens und früher sachte Gruppes. Ein anderer wird, früher kennen dort, was von dort zu morgens verfrühstück passiert, nicht von Sex von dort zu overstranen. Alles in ihr Leben ist Port von wo sie sexuell ist. Männer sind ganz anders. Nur dem, dass sie einen schrecklichen Tag gehabt haben und weiten, dass morgen zu morgens Armageddon anfangen wird, können sie danach an Sex denken. Wenn Männer auch so sind, müssen sie aber danach die Unterschiede in ihrer Frühs verstehen und respektieren. Wenn sie dort waren, werden ihre Frühs viel besser zu Sex antworten. Ein Mann soll seine Früh versorgen und er durch den ganzen Tag auf nicht sexuelle Wege live beweisen. Er soll auch fein und abgeriemt sein. Beim Sex haben soll er nur loten und naht umgehen mit seiner Früh und er fair und no Sex Zeit und Aufmerksamkeit geben. Wenn er das tun wird, wird er anworden, dass seine Früh viel doller interessiert, welche in erfüllt ist. Eint haben früher mit ihrer Männer überein. Die meisten verstehen nicht, wo ein Mann geschlechtlich gemacht ist. Während früher von Natur romantischen Gefeiler sind Männer sächtlich und körperlich. Krieg so als ein Mann seine Früh ihr Bedürfnis für Leib in romantisch Seinen erfüllen soll, so soll eine Früh ihren Mann seine körperliche und sächtliche Bedürfnisse auch erfüllen. Eine Früh soll ihren Körper ganz offenbaren zu ihren Mann, dass er vollen, zufriedenstellenden Körperkontakt haben kann als ein Port von Sex. Wenn Männer im Allgemeinen ein stärkeres Bedürfnis für Sex haben als früher, ist Sex nicht bloß ein, was er verträgt oder was schein geht. Das ist ein großes Bedürfnis in sein Leben. Wenn eine Frau diese Wahrheit versteht, ist das für ihr viel leichter, das Bedürfnis für ihren Mann zu erfüllen. Wenn sie das auf einen lustigen und interessanten Weg tut, wird sie ihren Ehemann in ihr Verhältnis einen großen Segen geben. Wenn du als Frau die körperliche Erschaffung von deinem Mann, seine Bedürfnisse und wo er angeregt wird, nicht verstehst, dann lies bitte was christliche Bücher über das Thema um dich zu helfen. Je mehr du weitsten verstehst, je besser wirst du deinen Mann seine Bedürfnisse erfüllen können. Da sind noch 2 größere Probleme, wo viele früher mit rechnen müssen, um sich mit ihren Männern an Sex zu erfreien und ihren sexuell zufriedenzustellen. Nummer 1. Sexuelle Verhältnisse in oder sexueller Missbrauch von vorher in. Nummer 2. Schuldgefühl. 2 Hauptprobleme in früher Sexleben.
Gewisse Studien haben bewiesen, dass so viel als 50% von allen Frühs auf einen oder den anderen Weg sexuell gemissbraucht worden sind, für sie 18 Jahre alt wären. Nachdem ich hunderte Frühs durch die Jahren rot gegeben habe, glaube ich, dass diese Nummer schlecht sind. Dort ist bekannt, Geschichten von sexueller Missbrauch von Väter, Großväter, Brüder, Vaters, Nobers und Fremden zu hören. Jede Geschichte von Missbrauch ist traurig und einige sind meist unglaublich. Wenn früher geschlechtlich sind gemissbraucht worden, antworten sie auf verschiedene Wege darauf. Einige früher fühlen sich schwinschend schuldig und fangen darauf ein Leben von sexuellen Diensten an, um mit ihren innerlichen Gefühlen zurechtzukommen. Andere früher waren kalt und ganz uninteressiert an Sex und kennen vergangene Schicksals nicht von das ganze Thema von Sex tranen. Für ihnen ist Sex eint, was ihnen immer wieder an die schlecht lotende Norven in ihrer Lebens denken macht. Andere früher wehren sich an den schrecklichen Missbrauch zu denken und wollen nicht mit der Weidog von ihrer Vergangenheit verhandeln. Aber wenn ihre Gedanken und Gefühle über Sex und ihr bewusstes Denken auch nicht aktiv sind, kann vergangener Missbrauch erreichte sexuelle Arbeiten verhindern. Ein Don't, wo eine Frau zu sexueller Missbrauch antwortet, sie muss über dem mit ihrer Vergangenheit verhandeln, um in der Gegenwart und in der Zukunft erfolgreich zu leben. Drew und Pam, das sind nicht ihre wirklichen Namen, waren beide 22 Jahre alt und hadden gerade von der Lehranstalt graduiert. Sie waren ein kluges, schmackes Paar, was es nicht aufhören kann, sich zu befreien. Nachdem, dass sie unsere Eheverbereitungsklassen genommen haben, befrieden sie sich und fangen darauf ihr neues Leben taub an. Nach etlichen Monaten raubt Pam an und sieht, dass sie ernste Probleme haben und dass ihnen dort an Rot fehlt und darauf kämen sie etliche Tage später dann han. Als sie an meine Arbeitsnähen kämen, kann ich fortseinen, dass da was ab ernst arg wir. Sie hadden nicht mehr die Freude in ihre Augen, was sie vorher hadden. Bald nachdem, dass sie da wären, frug ich endlich, was geht an? Drew schert seinen Kopf und sagt, ich glaube, du sollst Pam fragen. Sei es die, was das Problem haft. Als ich mich nach Pam dreht, sag ich, dass sie all hielt und ich sagt, Pam, hast du was anrecht, wo du von reden sollst? Pam sagt, ich weiß nicht. Ich weiß bloß nicht, was mit mir anrecht ist. Ich will bloß nicht haben, dass Drew mich anscheren soll, und ich weiß nicht, wieso. Und sie fängt an so sehr zu hielen, dass sie nicht reden kann. Als ich ertreist, kijkt ich fragend nach Drew. Dat wird te zijn dat hij getroubled feilt en zelfs meest bij hem hielen weer, en hij zei, Jimmy, als Pam en ik spazieren, kon ik er meest niet van mij weghouden. Wanneer we ook Leuten met Sex haben, dat we befried wären, wir sehr brennend en mussten sehr abpassen. Aber als wir uns befrieden en ik versucht mit Pam Sex zu haben, vroeg sie, so schwindt als ich er anschiert oder von Sex red, en. En de laatste etliche Monat habe ich meistens ohne Sex leben musst. Dort bet Sex, wat ich gehad habe, ist nicht wat wird gewast, wegen wat ich durch musst, dort zu haben. Wann ich Pam auch live hab, en ich zu unsere eie Hand gegeben sie ich meid von dit en ich will, dat dit abhiert. Als Drew uitgereed had Pam sich wahre Dollar unter Kontrolle, en ich frug als Drew mir ein rechtes Bild von ihr Verhältnis vorgelegt hat, en sie seht hij had. Ich frug dann, als du eine Ursache wie wieso sie nicht will, dat er anschiert oder mit Sex haben soll. Gebrochen en stel seht sie, nee, en fangt waar an te hielen. Nu wist ich al dat Pam moest ein Opfer von sexueller Missbrauch gewast zijn. Wiederholend had ich ähnliche Geschichten von frühers, wat gemissbraucht wären, gehört, wann sie von de weidauernde Fallen an ihre Ehen vertelden. Ich frug Pam dann gleich, bist du als Kind oder junge Mädel sexuell vergewaltigt worden? Sie leidt ihren Kopf hängen und hielt unkontrollierbar für 20 Minuten. Als sie hielt, langte Drew mit seiner Hand nur an und klappert er mitliegend am Regen. Als sie sich wiederholen kon, frug ich die Frage noch einmal, und sie seht still zu mir, ja. Ich seht, Pam, kannst du uns das sagen, wer das wir? Nachdem dat sie nur Drew kijkt und nur seine Hand langt, seht Pam, ich hab noch niemals vorher mit wem über das vertelt. Ich hab schreckliche Angst, nu davon zu vertellen. Ich weiß bloß nicht, wo ich damit umgehen soll. Dat det so sehr weh, en ik weet dat ik Drew weggedaan heb. Ik red mank en zeid, Pam, dat is okay. Viele Frühe sind so als du gemissbraucht worden. Dat is nicht deine Schuld. Gott wird dich vandaag heilen, wenn du das Evangelium bringst en an dein Leben arbeiten lässt. Pam antwortet, ich will wirklich über das Eva kommen. Ich weiß bloß nicht, wo ich das sagen soll. Sie kijkt terug naar Drew en dan naar mij en zeid, Jimmy,
Mijn vader heeft mij regelmäßig sexuell gebadet, van als ik 10 jaar oud was, wat ik aan de hogeschool aankwam. Zij dreid zich nu Drew en zeid, mij deed dat leid. Drew vangt aan te hielen als hij naar land, zijn vrouw aanvouwt en zeid, liefste, dat is oké, mij deed dat ook leid. Voor etliche minuten fouten Drew en Pam zich aan en treisten zich ondereinander. Het kon zijn dat Drew dat badet, dat zijn schwiegervader zijn zijde früh gebadet had, aber hij verhandelt damit op einen riepen weg. Als de Geschichte wieder überdeelt kwam, vertelt Pam dat vader zich de Nacht in ihre Schlupfstoffen angeschickt had, haar te mishandelen. Als zij 13 weer, had hij volle Geschlechtsverkehr mit haar gehad, en die dat wat zij 16 weer. Pam had nicht bloß mit Gefeile von Schande und Eier zu verhandeln, aber jedes Mal, wenn Drew haar sexuell anschied, wagt dat ihre Erinnerungen von ihren Vater ab, en de schmerzende Gefeile würden wahre überdeelt kommen. Als zij sich wahre bearbeiten kon, leid ik Pam an ein Gebet an, ihren Vater zu vergeben. Dat is dat eine wichtigste Ding, wat eine Frau doen kann, von Vergewaltigung geheilt zu worden. Pam moest ook überzeugt worden, dat zij an Gott seine en an Drew seine Augen nicht schuldig en schwiensch weer. Dit wie ook wat, womit zij kämpft. Für je misbruikte Frühes ist dat sehr bekannt, dat zij zich selbst de Schuld aannemen für ihren Missbrauch. Dit is ganz vom Dievel, en hij wil ihn damit stilhouden en een Schanden weidurch vasthouden. Schließlich bete ik voor haar en vroeg Gott nur die Wunden in ihr Hart en ihren Sinn zu heilen. Ik vroeg hem nur ein Wunder für Pam zu doen en ihre weidurch von der Vergangenheit aufzulaschen en an haar ein niet en wirkliches Verlangen für ihren Mann abzuwagen. Als Pam en Drew verleiten, halb ik ihnen daran denken, dat zij in de toekomst nog wat uitforderingen hebben worden en dat zij treu zijn zullen en damit oprechtig verhandelen. Zij volgden diesen Rat en vandaag, jaren later, jet ihnen dat in ihre Ehe schijn. Wenn du als Frau diese Geschichte nicht hörst, ist das gut möglich, dass du auch best missbraucht worden. Wenn das so ist, dann vergebe die Person, was die missbraucht hat, und bete, dass Gott die heilt, und die dort trägstellt, was in dein Leben von den Missbrauch verdorben ist. Indem du das tust, und das täglich immer wahrer ist, solange es dort fehlt, wirst du echte Freiheit in dein Leben anfangen zu erfahren. Aber du musst das eine offene Sache zwischen dir und deinen Partner machen. Der Dievel ist der Prinz von dat Diestre, aber Gott ist der Gott von dat Licht. Lot den Dievel dit nicht im Diestren holen. Bring dat im Licht nennen, vertrü Gott, dat hij die frei zat. Dit is nicht bloß für die, dit is für deine Ehe und dat Ziel, wat Gott für je Leben haft. Dat tweede grotere Problem für Frühes in Sex ist sich verplocht feilen. Wie gebadet oder gemissbraucht worden, kommt noch dort dabei, wenn Frühes verehelichen Sex gehad haben oder ein Baby aufgedreven haben oder ein büteeheliches Verhältnis gehad haben, woran sie sich vielmal nicht so an Sex erfreien können, als sie sollen. Wenn auch all diese Sünden schlecht sind, ist keine von denen nicht zu vergeben. Ein Dank, was du getan hast, dort bleibt Jesu ist stark genug, um irgendeine Sünde aufzulaschen, wann die Buße ist. Also, wenn die nach irgendein von diesen vergangenen Sünden ab dem Gewissen sind, dann bekannt Gott deine Sünden drei die von der Weg. Indem du dort tust, saat ihnen Glauben ab die Wahrheit, dat du vergeft bist en go mit dein Leben wieder en lot die dort Sex mit deinen Ehepartner scheingehen. Noch ein, was wichtig ist, dat eine Frau Sex genießen kann, ist Geburtskontrolle. Dat ist wichtig, ein sicherer und zuverlässiger Weg für Geburtskontrolle zu sichern, wobei Mann und Frau sich eben einig waren. Wenn je das getan haben, wo je viel besser in unfeucht und Sex erfreien können. Wenn du auch noch viel andere Seiten zu unseren ehelichen Verhältnissen sind, ist Sex immer noch ein sehr wichtiger Part von Intimität abbühen. Ich hoffe, dass du und dein Partner beide waren, für das ewige Part von ihrem Leben erfüllt sein können, indem je das scheine Part von der Ehe taub teilen. Dankeschön für noch das Bürgharchen Eihe ab einen Stein. Ich wünsche, dass das eine Halb sein für dich und eine Hoffnung, zum eine stärkere Eihe bühen.